Datei als die Pressekonferenz, wo wir wollen einerseits erklären, was wir eigentlich mit der Beteiligung an diesen Wahlen bezwecken. Das heißt also an dem Sinn als Ziele, das möchte Justin Turpel. Wir wollen nach einmal unser Programm, dem wir zwar bei unserem Kongress vorgestellt haben, mit Duno aber nicht mehr. Das Programm mit nach einmal leider nach einem Map, aber auch nach einmal an einer gedrängten Form gewissermaßen vorstellen, dadurch, dass wir so ich meine, das haben wir auch bei der Nationalwahl gemacht, hier sind die 10, 12, sind da 12. Also in den 12 Punkten, wo wir Mengen wegweichen müsste gestaltet gehen, für Europa eine andere Entwicklung zu kreieren, da probieren ich dann vorzustellen. An einen von den Enjeux für uns wie auch für andere Leute, nicht nur politische Parteien links, sondern auch Gewerkschaften und ONG bei den Europawahlen als sicher Thema von der berühmten Freihandelszone zwischen der Europäischen Union und den USA. Und dazu erklärt ich dann Fabian Lenz als Stellungnahme an als Hoffnung. Und da gebe ich dem Justin Antwort. Leiit hunn es sagt, mit dem, was an Europa, vor allem an der Europäischen Union geschieht. Es muss sich etwas ändern an Europa, und zwar aus zwei Gründen. Der erste Grund ist den, dass die europäische Politik in die falsche Richtung verläuft. Die Austeritätspolitik, die geschaffene Reichtum immer mehr ungerecht verteilt wird, die Ungleichheiten, die zuholen, die Verarmung, die zuholt, überall in Europa. Die Krise wird definitiv von denen bezahlt, die sie nicht verschuldet haben. Dagegen brauchen wir eine andere Politik von gerechter Verteilung vom geschaffenen Reichtum, eine gerechte Lohn für geleistete Arbeit und so weiter. Alles Punkte, auf die den Ende mehr im Detail wird angehen. Ein zweiter Grund, für was wir eine andere Ausrichtung brauchen von der Politik an Europa, das ist die Gefahr, dass viele Mengen es mehr bringen, wenn sie sich zurückziehen auf die nationalen Grenzen. Direkt so auf nationale Grenzen oder die Abrichtung von neuen Grenzen an Zoll ist immens gefährlich. Auf diese Art und Weise geht sicherlich die Macht von den Banken und von den Konzernen, die im Moment dezidieren, was in Europa geschieht, nicht eingeschränkt. Dadurch kriegt die Notpart Schuld, andere Leute kriegen Schuld, die Hölle sich kriegen Schuld. Wir wollen nicht zulassen, dass Menschen gegen den ausgespielt gehen. Wir sind der Meinung, dass nicht mehr durch eine europaweite Mobilisierung und Kooperation Macht von den Multien und von den Superreichen durch Sprache und Sozialgerechtigkeit kann geschaffen gehen. Dafür treten wir an für eine Politikwechsel. Ein Politikwechsel, der auch die Stärkung von der Linken am Europaparlament nicht möglich ist. All die anderen Parteien haben die Politik, so wie es im Moment an der Europäischen Union gemerkt wird, mitgedrohen. Mit Ausnahme von den Grünen, die ganz tags am Europaparlament mit der Linksfraktion zusammen gestimmt haben. Und das ist schon bald lächerlich, wenn heute Kandidaten wie die Jean-Claude Juncker oder sogar die Liberalen für mehr soziales Europa antreten. Gerade wo Troika unter dem Impuls von Jean-Claude Juncker mit Unterstützung von den christlich-sozialen, den Liberalen und Sozialdemokraten das desaströse Politik vom Sozialaufbau europaweit an die Wege gelegt haben. EVP, Liberal und Sozialdemokraten haben sich dafür angesagt, dass man im Vertrag von Lissabon die Rechte von den Multien über die Sozialrechte, über Umwelt- und Konsumentenschutz gestaltet wird. Zu einem Politikwechsel und zu der notwendigen Stärkung von der Linken gehört aber auch, wenn möglich, ein Sitz für die Linke zu Lützelburg. Und das ist möglich. Und zwar auf Kosten von der CSV, die mit 3 Sitzen überproportional gut repräsentiert das am Europaparlament. Das Wahlsystem benötigt die kleinen Parteien. Ich mache noch keine rechten Beispiele, aber es ist relativ einfach. Ein CSV kennt mit 0,5% einen Rechtssitz kriegen, für den wir rund 9% brauchen. Und die Konklusion daraus ist relativ einfach.
Wir hätten gern die 9%, die wir brauchen, für einen Sitz zu kriegen, auf Kosten von der CSV. Das ist also eine Möglichkeit, die auch dazu beitragen, dass die Linke am Europaparlament mehr stark vertreten wird. Wir auch ohne Sitz gibt eine Stärkung von der Linke ein wichtiges Signal für einander Europa mit sich bringen. Also, die Linke wählen ist also auch ein nützliches Wort, ein Wort util, weil keine andere Fraktion, ob die der weiß, es fertig gebracht hat, bis lo und noch in Zukunft für eine andere Politik anzutreten in Europa. Eine Stärkung von der Linke, wie auch in Ausdruck von der Stärkung von den Interessen vom Salariat, wie ein Ausdruck von Stärkung von den Interessen, wie die Gewerkschaften sie vertreten. Und das nicht für nichts, wo die Gewerkschaften europaweit und auch zu Lützeburg. Wir hatten eine Interview von 2 Wochen mit OGBL, wo der Präsident von OGBL festgestellt hat, dass die größte Konvergenz zwischen den Nullerlisten von den Gewerkschaften und den politischen Parteien bei uns besteht. Und das wird Forderungen an die Ausrichtung geht, Notwendigkeit für einen Bruch zu machen mit der Politik, die im Moment in Europa geschieht, dass wir die am Fongehol am besten vertreten. Eine Stärkung von der Linke wird also auch eine Stärkung vom Salariat, von der Interessenvertretung vom Salariat an Europa. Mit darüber hinaus wird das auch ein wichtiges Signal für gegen die Austeritätspolitik von der Regierung zu Lützeburg vorzugehen. Muss ihr wissen, dass vieles von dem, und das wissen ihr, geht immer gesprochen von den berühmten 80%, die denke müsste faktuell überprüfen. Ihr wisst, dass großen Teil von dem, was Lützeburg dezidiert wird, Decisionen sind, die an Europa geholt sind. Und sie wird vom Ministerrat, sie wird vom Europäischen Rat. Ich gebe einfach Beispiele. Stabilitätspakt. Stabilitätspakt als Lob bei der Budgetdiskussion von allen Fraktionen bestätigt gehen, inklusive von der Opposition, von der CSV, von ADR, die Fond mit der Politik von Spuren statt gerechter Verdelung vom geschaffenen Reichtum d'accord sind. Die denken, das sind schon mal die einzige gewesen, die durch eine andere Politik verteidigt wird. Wir auch haben krasse Beispiele. Schön den Klimaschutz. Am Pro vom Klimaschutz sind die europäischen Umweltorganisationen heute der Meinung, dass den trotzdem ein bisschen mehr muss machen, wie das, was die EU-Kommission angedeutet hat, dass den Mist machen. Wir haben eine Motion an der Lützeburger Chambre abgebracht, in der wir Ziele von der Europäischen Umweltorganisation zum Klimaschutz in 2 dringebracht haben. Die Motion ist just gedroht von der Lenk. Ähnlich als bei TAFTA, wo Fabian wird darauf zurückkommen, das heißt eine Stärkung von der Lenker bei diesen Europawahlen. Wir auch ein wichtiger Beitrag für zu Lützeburg, dass sich etwas muss ändern und dass nicht alles muss hinholen. Was mich extrem stört an der Chambre, dass Lichtfertigkeit mit der über die europäischen Dossien weggegangen wird, wie einfach europäische Decisionen akzeptiert gehen, wie Ministerinnen an Conseil geschickt gehen, ohne dass sie vierdrun müssen sagen, was sie wollen, oder dass sie wieder bei der Chambre kommen und sagen, was ist das, was wir dort zu vertreten haben. Alles das als ein Lichtfang ist, der weiß, wie Europapolitik an Europa an zu Lützeburg gemacht wird. Wir wollen aber auch warnen, es geht nicht durch, für wählen zu gehen oder die Richt bei den Wahlen zu wählen. Ich muss ja wissen, dass sich in Europa, gerade auch wie zu Lützeburg, nicht dann etwas wird ändern, unter der Machtwirkung von den Bürgern, weil die Macht von den Konzernen in Europa als nimmen vorzustellen, wenn zu einer Mobilisierung könnt, einer europaweiter Mobilisierung, nicht zu einem Recht zu Grenzen, mit einer europaweiter Mobilisierung von den Leuten, die schaffen gehen, auch von den Bürgern. Dafür muss die notwendigen Druck ausgeübt gehen und dafür sind wir politische Übersetzung oder die Übersetzung auf politischer Ebene von dem, was auch gesellschaftlich am Gang ist, notwendig ist, für sich zu bewegen. Ich will noch ein Wort sagen zu der Kandidatur von der Europäischen Linkspartei für den Alexis Tsipras. Alexis Tsipras ist der Portparole von Syriza an Griechenland. Die Europäische Linkspartei hat den Alexis Tsipras als Kandidat für die EU-Kommission abgesagt. Nicht, weil wir mengen, die EU-Kommission, die wir extrem demokratisch oder immens gut, die EU-Kommission als Ausdruck von dem Diktat, von den Lobbyen, die am Anfang der EU-Kommission immens gut kontrollieren. Wir wollen der Meinung sein, dass es wichtig ist, auch ein Spitzenkandidat zu haben, den angreifen kann an der Auseinandersetzung über die Europäische Union, hier Ausrichtung, Probleme und Alternativen. Und in dem Sinne ist Alexis Tsipras
der Kandidat von all denen, die es tun, mit dem, was in Europa lebt, der Vertreter von der Mobilisierung für ein anderes Europa, ein demokratisches Europa, ein sozial und ökologisches Europa. Also ein Programm, den da an 2 Sprachen, Deutsch und Französisch, wie wir das immer machen, 4 Leinen hat, die wir so weit wie möglich doch immer verbreden, ohne aber tut Wort zu machen. Da machen wir dann mit Kurzpublikationen über eine Zeitung, die logisch verdeelt wird. Den hast aufgesehen gehen, den 23. März, auf einem speziellen Kongress, das ist ein Kongress, den sowohl ordentlicher Kongress war wie auch Europakongress. Das war aber nicht so wie bei anderen, dass fleißigen, bezahlten Mitarbeiter das Programm geschrieben hat und dann publiziert ging, als ohne dass eine Diskussion stattgefunden hat, weil ich meine, bei manchen Parteien ist das so gelaufen. Ich will aber keinen nennen. Wir haben monatelang, ich meine, es waren 2 Monate, wo wir an Arbeitsgruppen und dem Programm geschafft haben, die erste Version in alle Membern zukommen gelassen, war dann die erste Version als nationaler Koordination, also gewissermaßen als im Parlament, in der Breton. Daraufhin sind aus sämtlichen Membern zukommen gelassen, daraufhin sind Amendamente rausgekommen, die Amendamente sind nachher diskutiert gehen, und daraus ist dann den endgültigen Text entstanden, den den Kongress verabschiedet ging, also aufgrund von einer demokratischen Prozedur. Also ohne wollen überheblich zu sehen, dann mal gesagt. Und noch ohne überheblich wollen zu sehen, wenn ich also Programm mit den anderen vergleichen, da muss ich auch manchmal feststellen, dass es wesentlich mehr präzise ist. Wenn ich das Programm von der LSAP lese, respektive die von der CSV, um bei den großen Parteien zu bleiben, da stelle ich fest, dass den sich weitgehend erschöpft an allgemeinen Floskeln, die am Fungol her nur am Endeffekt zunächst engagieren, so wie man das natürlich auch ganz oft im nationalen Plan schon gewinnt sind, europäische Plan nach mehr. Bei all europäischen Wahlen konnte man noch versprochen, mehr Sozialeuropa, mehr demokratisches Europa. 2005 konnte man gesagt, eine neue Sozialklausel, geht alles besser. Ich meine, ich spreche schon den Zustand von der Europäischen Union im Moment nicht zu erklären. Rom ist nicht an einem Tag gebaut, Europa wird doch nicht an einem Tag neu abgebaut, was wir ja wollen. Aber es müssen aber deutlich Fundamente gelegt gehen, neue Fundamente gelegt gehen, und es muss einen neuen Planentwurf gehen. Es geht nicht darum, zu sagen, wir hätten gerne ein anderes Europa, mehr sozial, mehr demokratisch, und da könnten eigentlich mehr als 3 Punkte. Es müssen also deutlich weiche Gestalt gehen, für auch zu weisen, auf welche Richtung das muss gehen, und auf die Art und Weise eine Dynamik an Europa auszulesen. Zu der Dynamik kann ein anderes Kräfteverhältnis am Europaparlament dienen, aber sicherlich geht das nicht durch. Eigentlich muss ich sagen, auch an den Nationalstaaten müssen bei den gewählten Assembleen andere Kräfteverhältnisse entstehen. Und dann, für uns aber das Wichtigste, dann ist das aber eine Lehre aus der Geschichte, wenn von innen nicht könnt, von den Leuten selber, die von den europäischen Decisionen betroffen sind, und haut meistens die meistens äußerst negativ betroffen sind, von denen Leuten keine Mobilisierung könnt, dann machen auch andere Kraftverhältnisse an die gewählten Gremien nicht alles aus, für nicht so nicht viel oder gar nicht. Und dafür verbannen wir immer die Frage von der parlamentarischen Demokratie, auch im europäischen Plan, mit der Frage von der Demokratie von innen, das heißt also der Bewegung von den Leuten selber. Für uns ist das natürlich hauptsächlich Salariat. So, da muss ich aber Bremse schon umdrücken. Also die 12 Punkte, die würde ich dann für uns leihen, da probiere ich aber schnell ja drüber zu gehen. Das allererste, und da tue ich auch keinem anderen Programm gelesen, außer vielleicht bei den Grünen, da bin ich nämlich sicher. Wir hätten gern, dass die Austeritätspakten ab sofort annulliert gehen. Das heißt, den Six-Pack, Two-Pack, den sogenannten Fiskalpakt, das heißt, mit der goldenen Regel, dass die direkt annulliert gehen, weil das sind ja die,
die Austerität festschreiben. Es kann nicht hingehen als in einem Programm, das wird just dafür schon nur gedeiht. Also wir sind gegen die Austeritätspolitik, aber wir lassen aber den Fiskalpakt durchstehen. Am Hunden an der Chambre gestimmt. Das geht einfach nicht, weil das sich widerspricht. Die Austeritätspolitik beruht auf diese Pakte. Und da muss ich natürlich auch den Rettungsschirm ändern. Wir wollen ja eine europäische Solidarität, aber nicht die, die daran besteht, weil so funktioniert den Rettungsschirm, dass es eine Institution gibt an Europa, die bei Privatbanken Zulehne geht, und sie dann und Staaten verdeelt, mit einer Konditionalität, du genre, die kriegt die Hilfe, wenn er den Mindestlohn aufsetzt, Rentenalter erhöht, Rente kürzt, privatisiert etc., weil so was es kann an den Ländern, die von dem sogenannten Rettungsschirm dann benefiziert und benefiziert entre die mehr. Und das ist natürlich, da muss ein anderer Pakt kommen, wo auch finanziert wird, nicht über die Finanzmärkte, sondern aus öffentlichen Geldern. Troika muss man auf den Mond schießen, das ist evident. Das Europäische Parlament hat sich kurz vor den Wahlen durchgerungen, eine Kritik unter Troika zu machen, wenn ihn aber bis zum Schluss da liest. Und guckt den, was sind dann nur Konklusionen, die sie rausziehen, dann ist das aber äußerst dürftig. Also mehr so ein Troika am Trend, fertig. Und für das das nicht geschieht, war dann Griechenland und andere Länder geschieht, das ist ein Clause de non-Regression. Das heißt, es muss festgehalten gehen, soziale Errungenschaften, ja bestimmte Länder bestehen, die dürfen nicht aufgebaut gehen. Es darf nicht sein, dass Griechenland der Mindestlohn von 700 auf 500 € gekürzt wird, ob Diktat von nicht gewählten Funktionären von der Kommission, von der Europäischen Zentralbank und vom Weltwährungsfonds, weil so was es gang. Wenn er das nicht macht, kriegt er keinen Sohn. Und hakt sich direkt un, wir haben am Moment an Europa eine schreckliche Situation, was die Armut betrifft, die Zahl von den Leuten, die auf der Armutsgrenze oder drinnen sind, die wiest, die Arbeitslosigkeit wiest. Wir mengen also für dem entgegenzuwirken ein Programm d'Urgence, wo festgehalten wird, wir brauchen einen sozialen Mindestlohn direkt, wir brauchen direkt ein Mindestabkommen für jeden an Europa. Wir bleiben nicht bei den 1.000 € durchstehen, die Schulz proposiert hat. Wir haben 1900 Schulz hat 1.000 € proposiert, wie in einem Theater oder wo geschwärzt wird. Ihr meint, 1.000 € müsst ihr für ihn zu Lützeburg kriegen. Also ein RMG, die leidet bei, ich meine 1600 an der Gegend. Also das meinen wir nicht. Kommt darüber noch ein bisschen zurück. Also ein Mindestlohn, respektiv auch ein Mindestabkommen, wird natürlich nur bestimmte Parametern festgelegt wird. Also auch nicht, wie Madame Lulling sagt, das ist schon gackig, ob der Table-Rand ist so gesehen. Sieht der Tag gackig. Wir haben einen Mindestlohn von 1900 €. Sollen wir dann nur ganz Europa einen Mindestlohn von 1900 € aufhören? Das wird kein Mensch gefragt, gell? Wir suchen nur bestimmte Parameter, zum Beispiel ein Mindestlohn, der muss über die Armutsgrenze an dem Land liegen. An die Armutsgrenze ist ja natürlich unterschiedlich von Land zu Land. Für allem die Jungleuten in Europa in einer ganz schrecklichen Situation. Arbeitslosigkeit bis zu weit über 50%, für Spanien und Griechenland, mit auch high, wo wir relativ fähig, natürlich nicht dieselbe, mehr relativ fähig. Da gibt es dann ein groß Hilfe für die Jungen. 6 Milliarden €. 6 Milliarden €. Ich schon noch immer nicht raus, von wie viele Banken kriegen, weil hier sind unterschiedliche Schätzungen. Aber am Programm von der LASAP, und die müssen es ja wissen, da steht, Bankenrettung hat der Steuerzahler 1600 Milliarden gekostet. Da wird es ja stimmen, weil nicht, die müssen es ja eigentlich wissen. Ich meine, es wird zwar ein bisschen überschätzt, weil ich muss aufpassen, ob ich garantieren, also, mir egal. 6 Milliarden € für die Jungen, 1600 oder jedenfalls Hunderten für Milliarden für Banken. Dann seid ihnen wohl Prioritäten an der europäischen Politik liegen. Ich habe mal ausgerechnet, was hat pro Jahr gemischt, die 6 Milliarden. Wir haben an Europa, wenn es bis zu 29 Jahren geht, wenn es bis zu 25 Jahren geht, sind eigentlich 6, 7 Millionen, wenn es bis zu 29 Jahren geht, sind es 14 Millionen Junker, die sogenannten NEET, das heißt, die weder Arbeit nach Formation haben, also nach einer Formation haben.
der sind also an dem Europa von 28 14 Millionen, die 6 Milliarden, das sind dann 430 Euro auf den Kap ehemalig. No comment. Emol, Emol. Das ist dummer, da soll dann denen ihre Probleme gelegt sein. Also vielleicht ein bisschen vereinfacht, weil unter anderen Mesuren kommen. Und muss ich wissen, dass die 6 Milliarden nicht beikommen, sondern dass die 6 Milliarden immer eine Umschichtung sind innerhalb vom europäischen Budget, den nach drastisch gekürzt gehen als den von der nächsten Periode, gegen die Wille vom Europaparlament ist. Wir merken, dass Schulden müssen einer Sicht gehen, da gibt es auch illegitim Schulden, und dass die müssen können annulliert gehen. Ich sage mal, Schulden, die geholt sind von Staaten für Rüstungsgüter zu kaufen, die sollen einfach gestraft gehen. Ich sage mal als Beispiel, Schulden, die die Länder müssen abholen, für das sie eine Schulden mit hohen Zinsen von 7% müssen bezahlen, die sollen gestraft gehen. Weil die ja zu am Fungol überhaupt nicht nützliches Dinge. Wir brauchen eine Agenda für die Reduktion von den Ungleichheiten, also für eine Sozialkonvergenz an Europa. Das heißt eine Sozialkonvergenz sowohl vertikal, das heißt also nicht, also wir müssen die Risiken, ich sterbe keine Zölle, ne? Ich muss mich bremsen. Wir haben, ich muss da noch um den Thomas Piketty, das ist ein französischer Ökonomist, dem sein Buch also sogar in Amerika Bestseller gehen und gelöst, also für Sachliteratur. Die rechnen aus mit Tabellen, an Belegen, an Zahlen und so weiter und so fort. Wir haben am Moment eine Ungleichheit, wie sie für 100 Jahre bestanden, oder à peu près, oder regeln drauf zu, de la belle époque. La belle époque à la belle pour les uns, la très laide pour les autres, und zwar für la Majorité, und wir regeln also durch zu. Das heißt, wir müssen unbedingt die Ungleichheit reduzieren. Und von den Faktoren von den Ungleichheiten, das ist ganz einfach, dass an den letzten Jahrzehnten den Undeel von den Löhnen und geschaffenen Reichtum rauf, an den Undeel von den Profiten herabgegangen ist. Das ist so, das kann ihn belegen. Ja? Und das muss also umgedreht gehen einfach. Wir sind aber im Moment an einer ganz anderen Logik. Wir sind auch immer an der Logik, Lehn bremsen, weil wir müssen ja alle gute kompetitiv gehen gegen den anderen. Das ist genau die Logik, nach der wir brechen, und dafür brauchen wir auch Definition von einem europäischen Sozialstaat, was viel mehr weit geht, wie das ein bisschen, was an den Treten steht, an der Dackerhalle geht, die also wirklich Securité Sozial, und zwar die öffentlich, also die mutuell, und die öffentlich nennen die Staat, wo die muss gestärkt gehen, wo auch der Bereich muss gestärkt gehen. Und im Moment gehen wir ja in die andere Richtung. Wir hätten noch gerne eine Konvergenz bei der Fiskalität. Die letzten Jahre sind gekennzeichnet durch eine drastische Steuerkonkurrenz zwischen den Memberstaaten an der Europäischen Union, was dann überall zu drastischen Reduktionen geführt wird. Wir sind doch immer in einer paradoxalen Situation. Steuern und die Beneficer sind à peu près 1/3 reduziert in den letzten 20 Jahren. Spitzensteuersatz massiv rausgegangen, nur habe ich mal TVA. C'est pas croyable, ça. Sozial gesehen. Und wir hätten gern wirklich also die Abführung von einer Finanztransaktionssteuer. Die ist ja nur so weit verwässert gehen, wenn ich gut verstanden habe, dass nichts mehr bleibt. Das gerechnet ging am Anfang, aufgrund der Kommission hier im Vorschlag, die geben à peu près, wenn ich mich gut erinnere, 50 an die MD, an der Größenordnung, 30, 40, 50 Milliarden bringen. Wenn ich nur richtig Presse, die darüber berichtet, interpretieren, mit den letzten Vorschlägen, wo da von Kompromiss zu Kompromiss immer weiter raufgeht, an nur nicht mit Aktien bleiben, an keine anderen von den Finanzprodukten, geben wir da landen bei einer Rezept von 3 Milliarden. Also auch da, das wird nicht gemerkt, geht am Fongoland an die falsche Richtung. Und da mengen wir auch, das unbedingt misst am Sinn von sozialen Rechten, unbedingt die wirtschaftlichen Freiheiten des Sozialen an den Menschenrechten müssten untergeordnet gehen. Am Moment ist das eigentlich umgedreht. Eigentlich ist es ja so, dass mit dem Prinzip von der freien Konkurrenz an dem freien Markt die wirtschaftlichen Freiheiten mehr wichtig sind wie die sozialen Rechte und Sozialfreiheiten. Leider gibt es ja auch schon Urteile vom Europäischen Gerichtshof, die das belöht tun, indem sie
ich war da Schweden, ich weiß nicht, an dem sie Streikrecht ausgewogen haben gegen wirtschaftliche Freiheiten, an Streikrecht also auch frohgestellt haben, weil das wirtschaftliche Freiheiten bereieren. Das ist eine äußerst gefährliche Entwicklung, wenn wir England nicht just umgedreht sind. Wir hätten gern, wir mengen noch, dass die Ökonomie ökologisch, also sozial muss umgebaut gehen, ökologisch, das heißt eine neue ökologische Energiewende, gegen den Klimawandel hat Justin schon angeschrieben, gegen das Epuisement der Ressourcen. Dafür leben wir auch nicht, wenn es überall heißt, Wachstum. Wir leben nicht darin. Wir sind natürlich der Meinung, dass wir lassen uns nicht festlegen zwischen Croissance und Décroissance, aber so just einfach Croissance zu schreiben, das geht nicht durch, wenn ihr nicht gleichzeitig abbaut. Wir sind aber limitiert an den Ressourcen, aber wir brauchen aber eine Distinktion zwischen verlablem Wachstum und nicht verlablem Wachstum. Und sowieso mehr wollen definieren, was soll wachsen, was soll nicht wachsen. Demokratisation, ich meine, du könnt ich kann, ja. Ein bisschen nach zurück, weil den TTIP, das ist ja immer so ein Beispiel von Undemokratie, die Blackbox vom Eurogroup, als gestern gesagt gehen, ob der Table Ronde mit den Leitern der Zivilgesellschaft, die Blackbox, noch die Blackbox vom Conseil des Ministres, wo nicht genau gesagt was dann da geschieht dafür und wo auch kein Mandat hat. Wir meinen, dass einerseits eben das Europaparlament mehr Befugnis muss kriegen als die von einer normalen Legislative. Wir meinen aber auch, dass zivilgesellschaftliche Organisationen wie Gewerkschaften, wie ONGen, dass die müssen mehr Poids kriegen, institutionalisierte Poids an der Europäischen Union. Wir meinen natürlich auch immer dann die Bewegung von innen. Und da meinen wir, dass zur Demokratie, aber auch Demokratie am Betrieb gehört. Das heißt, wir brauchen auch im europäischen Plan weiter avancieren an der Frage von der Marktbestimmung und Kontrolle von den Belegschaften an den Betrieben. Das ist auffallend, dass es gibt ja entretemps schon eine Zeit lang die europäische Gesellschaft, die europäische SA, also was da steht von Rechten von den Salarien, das das Minimum. Also sie müssen, wie weit, sie müssen informiert, also nicht wirklich ein Marktbestimmungsrecht. Da meinen wir die Zentralbank, die ja eine wichtige Rolle spielt an der europäischen Politik, die muss eine Reform in den Wurf gehen. Die muss nicht fixiert bleiben auf Geldstabilität, wie das aber an den Träten steht, sondern die muss sich auch darum kümmern, wie es mit der Beschäftigung ist, wie es mit der sozialen und ökologischen Entwicklung, also ich meine, sie muss auch eine demokratische Kontrolle in den Wurf gehen, muss ein Debat stattfinden, was die möchte, was sie darf, was sie nicht möchte. Und dann, also eigentlich ist das ja skandalös, die Europäische Zentralbank lehnt die Banken für Nullzinsen oder bar Nullzinsen. Banken holen dann die gelehnte Summen und die gehen sie da weiterlehnen und Staaten für 3, 4, 5, je nachdem wie, 7%, je nachdem was Trading-Agenturen dann da zum Besten gehen. Das ist ja nicht seriös. Wir meinen, die Zentralbank soll selber können lehnen, und zwar direkt und Staaten. Wir brauchen die Privatfinanzmärkte nicht. Und dafür meinen wir, das ist Punkt 10, außerhalb von der Zentralbank soll eine öffentliche Bank, möglich sogar in den einzelnen Ländern auch national öffentliche Banken Spurkäse, das war ja kein Sozialismus, galt trotzdem. Also national öffentliche Banken, eine europäische öffentliche Bank, die kann auch und Kleinbetriebe, Mittelbetriebe, Sozialprojekte und so weiter so lehnen zu verständigen Zinsen. Und dann ist es selbstverständlich, aber wir können auch ganz viel stellen, also mit der Liberalisierung, mit der Privatisierung muss Schluss sein. Wir hätten gern, dass die Direktiven, die sich darüber beziehen, all die Direktiven, die sich darüber beziehen, an allen annulliert gehen, dass am Platz ein Schacht des Service Public könnt, die auch verbindliche Charakter hat. Und dann zum Schluss, wir hätten gern, für das die europäische Politik ein seriös, auch sozialen, wirtschaftlichen Plan, eine seriös koordinierte Politik am Markt zu suchen.
ein europäisches Budget, dann bedreht am Moment 1% vom europäischen, also europaweiten PIB. Mehr Mengen, und da steigen wir also auf Avien von Ökonomisten, die nicht zum Mainstream gehören, die so 5% oder 10%, das wäre vernünftig, weil da können die Apps machen. Und da muss ich natürlich froh, wo kommen die Suen dann hier, aber nicht durch ein europaweit TVA, s'il vous plaît, sondern durch eine Erhebung von den Steuern, da wo sie sind, wo sie unproduktiv sind. Also ob den großen Vermögen, wo sie unproduktiv sind, wo sie sogar destruktiv sind, weil sie ganz oft die Vermögen für spekulativ Geschäfte nutzen, die destruktiv sind für die Wirtschaft, für die Sozialentwicklung. Da mengen wir auch am selben Sinn, dass dann natürlich, wenn das Budget an die Blut geht, da können auch die Fonds strukturell an die Blut gehen, für die Regionen, den Schichten von der Bevölkerung zu helfen, die am schlechtesten dran sind, am Platz wie bislo, dann schließen nicht die Krise an den Halen nicht ab, am Platz, dass wie bislo Hilfe gehen unter der Kondition, dass die Armen nach mehr Armen gemacht werden. Muss also umgedreht gehen, und da können Fonds strukturell also eng. Und dann, wie gesagt, die Freihandelszone, mengen wir Schluss, veröffentlicht, macht Schluss, halt ab, veröffentlicht all Dokumente, die damit zusammenhängen, und dann diskutieren wir eigentlich seriös, wie eine Handelspolitik Europa an der Welt will machen, nicht nur mit den USA, sondern auch zum Beispiel mit den Entwicklungsländern. Okay, mit all denen du Sachen am Kopf kann ich dann weiterführen mit TAFTA oder TTIP. Ich meine, dass mittlerweile also der Begriff gehen, war für ein paar Wochen eigentlich noch nicht wirklich gehen, dass mir den witzigerweise auf den Tableaurunden, die schon waren, bei den Positionen von den verschiedenen Parteien, das war gestern ganz lustig, weil Bemol war jeder viel mehr vorsichtig. An meinem Ball, dass durch verschiedene Aktionen, die auch von uns aus gemacht sind, sich Leute, die Kandidaten sind auf den Listen an den Parteien, sich vielleicht mal selber ein bisschen beschäftigt mit dem Druck an. Bei der ersten Tableaurunde war es dann echt das für zu nähen, wir brauchen das gut für Wurst und das gut für den Emploi und so. An all die dagegen waren, ein bisschen entlächerlich gezogen sind, dem Aushaut nicht mehr so. Dem Aushaut nicht mehr so, weil sich vielleicht immer das nachgesagt haben, oder weil sie Angst kriegen. Weil sie Angst kriegen, weil Leute aber sicher immer mehr Informationen auf den Tisch kommen. Die Kommission selber hat mittlerweile ein paar Sachen online gesagt, den eigentlichen Text, und dem sie schaffen natürlich nicht. Und, du gehst Gründe dafür. Madame Reding hat gestern erklärt, für eine neue Sto, weil die Negoziationen recht kurz zugefangen hatten. Was aber nicht stimmt. Was aber nicht stimmt, das ist ganz klar. Aber das ist also Position von einer CSV mittlerweile. Und das ganz klar für eine Wahlkampagne Leute zu beruhigen. Und CSV ist manchmal auch nicht die Einzigen, die das machen. Sie schütten alle gut ein bisschen Wasser in ihre Wein. Und wahrscheinlich wird nur der Wahlkampagne wird noch ein plus ou moins lang durchstehen in dieser Position. Davon muss ich in normalem Fall mal ausgehen. Gut, es handelt sich Freihandelsaufkommen zwischen den USA und der EU, also Gründung von einem großen Marché, die einen ähnlichen Marché wie den wir hier an der EU am Moment tun, das heißt, mit den USA zusammen. Ich weiß nicht, ob da den Karel de Gucht schon mal beginnt sieht, dass der Kommissar den am Namen von Eisanogur oder von der Kommission Verhandlungen möchte mit den USA oder mit den Lobbyisten oder mit den Multien, wie der will. Der Mann ist ein bisschen unglaubwürdig. Hier selber hat an der Belge seit paar Jahren Probleme mit dem Fisk. Und hat anscheinend 1,2 Millionen nicht deklariert. Es könnte man rum, dass da gehen sie immer nach Appellen her. Und dort ist nicht geklärt, auf jeden Fall, also da schon symbolisch,
für zu wissen, dass so eine Person dann irgendwie responsabel ist, für darüber zu dezidieren, was 800 Millionen Menschen sollen irgendwie, wie ein Kontext die sollen leben, als fragwürdig. Der gute Mann war gestern auch beim Sigmar Gabriel in Deutschland, an den Hotel ein Red gehalten, die finden online bei der Kommission, wo natürlich sein TTIP oder TAFTA verteidigt. Eine von den Hauptideen, die heute drauf läuft, das ist Barrieren non tarifär, der so man wie möglich zu kreieren. Was heißt das? Das heißt, alles, was irgendwie nach Protektion ist, auf viele Sektoren, das heißt, das so viel wie möglich hochzuschrauben. Das heißt, die Idee für Normen, die wir hier haben, abzugehen, die bleibt noch immer dran. Ich weiß nicht, ob das bewusst gesagt wird, oder dann nennt mir das auf jeden Fall ziemlich klar. Seht aber auch gleichzeitig, dass am Gang sind, Konsultationen zu machen mit der Öffentlichkeit. Das wird man am Reden gestern auch. Anscheinend hatten sie 50 Reunionen durch ganz Europa, weil es 500 Leute waren. Schon aber, bon, ich muss in der Welt leben, aber ich schon sich noch nicht viel davon hören. Sie wollten auch konsultieren mittlerweile mit den Gewerkschaften. Gut, das alles sind Sachen, die Lobemol auf dem Site zu finden sind, diese Lobemol so, wo wir aber noch immer mengen, also mit mir kann ich nicht vertrauen, solange nicht durchschleitet, solange kein Text durchschleitet, können wir definitiv nicht damit rechnen, dass du soll an diesem Antireabes verhandelt gehen. Ich wollte noch auch kurz mehr in allgemeinen Kontext setzen von den Negoziationen. Es wird gesagt, zu Lo 2011 als das Parlament, das Europaparlament ja gesagt, dass die Negoziationen nur fängt und so weiter und so fort. Und so sind sie seit den 90er am Gang. Direkt, wo die Sowjetunion, wo die Mauer gefallen ist, als direkt 1990 eine Deklaration transatlantik gemacht ging, wo ganz klar da steht, dass die EU an Zukunft wird mit den USA so das wird der privilegierte Partner sind. Das wird 1990 angefangen. 1995 wird ein Transatlantic Business Dialogue angefangen. Das heißt, wo sie angefangen haben, sicher das zu institutionalisieren, dann also Partenariat Ökonomik Transatlantik kommen. Und finalement 2007 haben die EU und die USA, das muss ich sich mal vorstellen, also gewählten Politiker, haben Entreprisen aufgerufen, sich zusammenzusetzen und davon nicht die Lobby zu sein. Das gewollt gehen, das politisch organisiert gehen. Da sind über 70 Entreprisen dran, die diese Standort zusammensetzen. Und was die machen sollen, die Lobby, die sollen, wenn ich die USA und die EU beroden. Das wird benutzt. Das heißt, wir sind uns schon, also es ist schon so weit. Sie mussten just nach den Tritt, die da irgendwie durchkriegen, mit uns Vertretung im Terrain geschieht, ist schon schlimm genug. Was ist unser Reproche? Erstens, wie wird verhandelt? An total Untransparenz, das haben wir schon gemerkt, haben wir schon gesagt, wenn wir Informationen kriegen, dann ist es, weil Schweizer sind, de gros, wie gesagt, von den Lobbyisten auf ihrer Internetseite von der Kommission, aber das ist also die eigentlichen Informationen, die sie schwitzen. Und dann das ein anderer Teil, das ist den Tritt über das Funktionament von der EU. Wie geschieht es, dass eine Kommission überhaupt verhandeln kann? Das ist in Artikel 207 von dem Traité, der sieht, dass die Kommission proposiert, der Conseil décidiert und die Kommission exekutiert. Das ist das Problem. Also, das liegt auf der Hand. Die Kommission, in diesem Fall das Mandat war zu kurz, das ist ein Dokument, Englisch von 40 Seiten oder so, hat die Kommission selber geschrieben. Und hat dem Conseil das gegeben und der Conseil hat dann grob drin gemacht und gesagt, okay, macht das. Demokratie verstehen wir auch nicht.
Die Kommission hat offiziell Mandat, als aber unterstützt oder conseilliert von einem Komitee, den ich Komitee des 207, ich will nun, dass das auf den Artikel 207 bezieht, weil da sitzen keine 207 Leute dran, da sind Repräsentanten dran von den Regierungen. Das heißt, als Regierungen sind oder müssten au courant sein. Das heißt, wenn wir gesagt kriegen, oh, wir wissen nicht genau, wo sie dran sind, das stimmt einfach nicht. Das stimmt nicht. Sie wissen nicht, könnt just auch von unseren Regierungen könnt auch keine Informationen raus. Okay, das zu dem Teil. Ist die noch schon wie lange? Ja. Den zweiten Volley, wo wir Probleme haben, das ist die Logik von dem Ganzen. Das freie Marché ist das nicht. Man hat nicht geguckt, nur irgendwelchen sozialen Normen oder Fortschritt, hat nicht geguckt, nur gesundheitliche Frohe, weil wenn man so bei so Sachen sind wie OGM zum Beispiel, du kümmert Käse dran. Es wird wirklich Schuss geguckt, dass man so viel wie möglich können Grenzen abmachen, auf alle Niveauen, liberalisieren und finalement dann aber auch privatisieren an Sektoren, die betroffen sind von dem Treaty, sind sich also übergreifend. Das sind finalement alle Sektoren betroffen. Das ist das, ob das etwas mehr Konkretes ist, wie Gas de schießt, dass man da Normen von den USA imposiert kriegen, am Enseignement auch auf alten Niveauen. Also den Hauptproblem ist ja, dass eine Privatentreprise kann oder wird können einen Staat uklonen. Wenn eine Privatentreprise davon ausgeht, dass durch Gesetze oder Normen oder Reglementationen sie nicht kompetitiv genug auf Marché ist. Das ist ja der Hauptpunkt. Und das geht dann eben an alle Sektoren ran. Gut. Für dann noch ein vielleicht zurückzukommen, ob und am Reding hatte ich schon zitiert, die Juncker hat selber auch angekündigt, dass von so weit wir, wenn er bis Kommissionspräsident wird, dass da ging den TAFTA durchziehen, die Negoziationen durchziehen. Er will das tun. Ich bin gespannt, ob er vielleicht auch seine Position besser relativisiert hat. Entretemps muss man auf die nächste Table antworten. Oh. Auf jeden Fall muss man noch davon ausgehen, dass er das gerne hat. Das majoritär ist das wahrscheinlich überhaupt noch gewollt. Allerdings, wenn ihr ein bisschen über die Grenze guckt, mir auch geht während Leute sich immer mehr gegen den TAFTA, die verschiedenen Organisationen, viel davon, also europaweit, heischen einfach Stop TAFTA, mir noch so ein sind am Gange Petitionen zu lancieren, sind am Gange Konferenzen zu organisieren und zu mobilisieren. Den Europäische Gewerkschaftsbund ist mittlerweile auch auf einer definitiver Position dagegen, was am Anfang nicht der Fall war, aber mit Aufklärungsarbeit kommen wir so weit, dass wir eine europaweite Mobilisierung kriegen, und auch wie mittlerweile merkt man den Plattformen an eben am Stop TAFTA, die wir haben.